Hier sind wir bei der Eröffnungsfeier des Jugendfestival 5 in Hamburg. Endlich ist es wieder soweit und der Countdown läuft, bis es losgeht. Mit vielen Vorträgen zu so vielen unterschiedlichen Themen wie Bildung oder Kultur. Alles speziell für Kinder und Jugendliche, aber Erwachsene sind natürlich auch willkommen. Über 2000 BesucherInnen werden insgesamt erwartet und ich bin schon sehr gespannt, mit euch gemeinsam alles zu entdecken. Noch 5 Sekunden. Stopp! Hey, alle warten. Sei vernünftig. Eins, zwei, drei. Willkommen zum Jugendfestival 5. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt es und nehmt ganz viel mit aus diesen Tagen. Gelb. Stimmt. Ob klug oder nicht, hörend, taub oder taubblind, schwarz oder weiß, jeder Mensch ist anders. Aber was zählt, ist der Zusammenhalt. Wie aufgeregt alle sind. Man will sich unterhalten, aber auch nichts vom Programm verpassen. Bei 4 parallel stattfindenden Vorträgen fällt die Wahl gar nicht so leicht. Ein einziges großes Gewimmel, aber schön, das so zu sehen. Ein sehr spannendes Thema. Mikroaggressionen. Simon habe ich deshalb vor dem Jugendfestival schon getroffen. Schaut mal. Am Institut für Deutsche Gebärdensprache der Universität Hamburg beschäftige ich mich im Fachbereich Deaf Studies mit psychologischen Aspekten und dem Thema Diskriminierung. Ich befasse mich in diesem Zusammenhang auch mit der aktuellen Diskussion zu Mikroaggressionen und deren Definition. Ich habe mich mit meiner Tochter darüber unterhalten und Elaine meinte sofort, dass das auch ein wichtiges Thema für die Jugend ist. Ich bin nun nicht mehr der Jüngste und deshalb machen wir den Vortrag als unser kleines Projekt gemeinsam. Ein schon relativ verbreiteter und bekannter Begriff ist die institutionelle oder strukturelle Diskriminierung. Das ist zum Beispiel, wenn am Bahnhof nur eine Durchsage zum Gleiswechsel gemacht wird, die taube Menschen nicht mitbekommen können. Gesellschaftliche Strukturen, die für hörbehinderte Menschen Barrieren erzeugen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Alltagssituationen, in denen sich gehörlose Menschen angegriffen oder vor den Kopf gestoßen fühlen. Das nennt man personale oder individuelle Diskriminierung. Und da setzt das Konzept der Mikroaggressionen an. Ein sehr spannendes Thema für unsere Community.
Okay, ja, dann kann's losgehen. Die Gruppe der Hörenden ist viel, viel größer im Vergleich zur Gruppe der Gehörlosen. Hörende haben Vorstellungen oder Vorurteile. Zum Beispiel: Es gibt Hörende, die finden, eine gebärdende Person wirkt aggressiv und fragen sich, ob das noch normal ist. Die gebärdende Person empfindet das nicht so, passt sich aber an und versucht vorsichtig und kleiner zu gebärden, um nicht falsch rüberzukommen. Andere Hörende finden, taube Menschen sind so lieb, so einfach und so süß und knuffig irgendwie. Gehörlose sind geistig eingeschränkt, sind ohne Sprache aufgewachsen und wissen deshalb sehr wenig, sind bemitleidenswert und brauchen Förderung, oder? Gefährlich wird es, wenn ich diese Zuschreibung nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder erlebe. Das macht kaputt und führt zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Auch wenn Hörende sagen, sie meinen es nicht böse, es wäre keine Absicht, aber es passiert eben immer wieder und irgendwann ist das Maß voll und psychische Erkrankungen sind die Folge. Dieses Phänomen nennt man Mikroaggressionen. Gehörlose Menschen sind in ihrem Alltag oft mit Mikroaggressionen konfrontiert. Das ist schlecht für die psychische Gesundheit und kann zu Depressionen führen. Um sich davor schützen zu können, muss man erst das Konzept und die verschiedenen Diskriminierungsformen kennen und verstehen. Dann ist es leichter, im persönlichen Umfeld, aber auch auf politischer Ebene zu argumentieren, um eine grundsätzliche Verbesserung herbeizuführen. Ein Beispiel. Hörende sagen vielleicht, dass DGS und Deutsch nicht gleichwertig sind, sondern Deutsch ist besser, weil es in der DGS keine Ironie gäbe. Danke, danke. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können, um Mikroaggressionen zu verhindern und die Situation zu verbessern. Ich war am Anfang richtig aufgeregt. Das war mein erster Vortrag vor so viel Publikum. Mein Vater hat mir Mut gemacht. Auch als ich bei der Vorbereitung Zweifel hatte, hat er mich bestärkt. So eine Gelegenheit als Vater und Tochter auf der Bühne ist ja auch etwas Tolles. Nach der Anspannung lief es fast von allein. Die Zeit ging so schnell vorbei und es war sehr schön. Ich hoffe, wir konnten für mehr Bewusstsein über Diskriminierung sorgen und dafür, dass die Leute nicht alles über sich ergehen lassen. Dass sie selbstbewusst für ihre Rechte eintreten und zeigen können, welche Fähigkeiten und Stärken sie haben. Und aktiv dafür sorgen, dass Hörende ihnen mit mehr Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Das war mein Ziel. Genau. Und als Fachmann und Psychologe kann ich dazu nur noch sagen, dass unser Ziel sein muss, psychische Stabilität zu fördern. Denn dann ist es auch leichter, im Diskurs mit Politik und Gesellschaft dafür zu sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen für gehörlose Menschen verbessern. Darum ging es uns. Eine einfache Frage. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Wer möchte dazu etwas sagen? Die rechte Hand am Ohr, der Arm bildet das Dreieck, der Kreis ist der Kopf und der Strich ist der ausgestreckte linke Arm. So. Das ist das Awareness-Team. Das gibt es bei Veranstaltungen von Hörenden schon länger. Hier ist es noch neu. Unsere Aufgabe ist es, bei Vorträgen mit Triggerwarnungen dafür zu sorgen, dass es allen gut geht und für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Wir sind dafür zuständig, dass sich alle BesucherInnen wohlfühlen können und eine gute Zeit haben. Außerdem haben wir alle Erfahrung im Umgang mit Diskriminierungen in jeder Hinsicht und können bei Konflikten vermitteln. Bei Bedarf haben wir einen geschützten Raum, in dem wir uns mit Betroffenen zurückziehen können. Heute ist schon der zweite Tag vom Jugendfestival und ich bin vom Programm gestern noch ganz geflasht.
Heute finden nicht nur 4, sondern 5 Vorträge parallel statt. Gleich geht es hier los zum Thema Orgasmus doch leicht, oder? Die Referentin ist Conny. Sie ist sehr bekannt in den sozialen Medien, wo sie als Sexfee Conny postet. Bevor es hier losgeht, zeige ich euch aber, wie ich sie schon vor dem Jugendfestival getroffen habe. Ich recherchiere gerade zum Thema Orgasmus, denn darum soll es in meinem Vortrag ja gehen. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, um dem Begriff Orgasmus genauer auf den Grund zu gehen. Zu dem Thema kam es, weil ich dem Jugendfestival-Team 3 Vorschläge zur Auswahl geschickt hatte. Sie haben sich dafür entschieden und ich finde, es ist eine gute Wahl. Das finden sicher alle spannend. Guten Morgen. Ich war nicht immer so offen im Umgang mit dem Thema Sex. Ganz im Gegenteil, ich war eher schüchtern. Meine Eltern haben mit mir nicht über Sex gesprochen oder Dinge erklärt. Auch meine Schwester war wie ich da sehr lange unbedarft. Man konnte nicht offen darüber reden, über Probleme oder Unzufriedenheit. Aber auf einmal, ich glaube, ich war damals 25, sagt sie plötzlich, du, ich hatte gestern Abend Sex. Und als sie dann davon erzählte, ich war völlig perplex. Das war doch peinlich. Aber dass sie es geschafft hat, so offen zu sein, hat dazu geführt, dass ich anfangen konnte, mit ihr auch über meine Probleme zu sprechen. Auf einmal waren wir mittendrin, wie gelöst. Wir konnten uns miteinander austauschen und dann auch mit engen Freunden. Und so wurde ich immer lockerer, dass es mir auch mit Fremden nichts mehr ausmachte. Aber das war eben nicht immer so. Das hat auch bei mir lange gedauert, bis ich meine Hemmungen überwinden konnte. Ich selbst hatte früher auch viele Ideale, Vorstellungen und Erwartungen, die immer wieder einfach so nicht hingehauen haben. Ich habe mich gefragt, sind meine Vorstellungen, meine Erwartungen so falsch? Wie kommt das? Habe ich so viele Vorurteile? Das kommt einfach daher, dass das Thema so ein großes Tabu ist. Da haben mir viele Gespräche und meine Umfragen sehr geholfen, meine Erwartungen oder Vorstellungen zu korrigieren, und ich habe viel dazugelernt. Die rote Linie ist die Erregungskurve. Sie steigt immer weiter an und ganz oben an der Spitze kommt es in 95% der Fälle zum Samenerguss. Und dann sinkt die Erregung wieder recht schnell ab. Darunter sieht man, dass es im Gegensatz dazu bei Frauen verschiedene Formen gibt. In den Augen der Männer habe ich nicht die richtige Figur. Ich muss Fitnesstraining machen und abnehmen. Nein, ihr seid doch stark. Ihr müsst doch nicht eure Kurven verstecken, nur weil es den Männern nicht gefallen könnte. Scheiß drauf, das ist mein Körper. Wenn er mich so nicht mag, oder? Genau, dann fuck you, Typ. Wenn wir unseren Körper toll finden, entwickeln wir ein ganz neues Selbstbewusstsein und können uns öffnen. Viele Frauen sind verletzt und verschlossen, sind unsicher und halten dadurch an falschen Verhaltensweisen fest. Zum Beispiel waschen im Intimbereich mit Seife, nur weil dem Mann der Geruch nicht gefällt. Also ordentlich Seife drauf, damit es für ihn gut riecht. Das Problem, damit bringen sie das komplette System durcheinander und alles wird noch viel schlimmer. Es kommt zu Infektionen. Dadurch benutzen sie immer noch mehr Seife und so weiter, nur weil sie einem Bild entsprechen wollen. Wäre der Mann einfühlsam und würde die Frau ermutigen, vielleicht zum Arzt zu gehen und sich untersuchen zu lassen, weil etwas nicht stimmt, dann wäre das viel entlastender und würde es nicht noch schlimmer machen. Im Bett muss der Mann die Initiative ergreifen und dominant sein. Die Frau liegt passiv auf dem Rücken. Warum nicht auch mal umgekehrt? Die Frau entscheidet und der Mann ist der Passive. Einfach mal die anerzogenen Denkmuster vom starken männlichen Geschlecht aus dem Hirn verbannen und sich darauf konzentrieren, was einem selbst gut tut, was die eigenen Wünsche sind und danach handeln. Ich, mein Körper, meine Sexualität, meine Lust. Es gibt kein Falsch, alles ist richtig. Das ist das Allerwichtigste. Okay, damit bin ich am Ende meines Vortrags.
Ich bin froh und erleichtert, dass ich den Vortrag hinter mir habe. Ich war schon übertrieben aufgeregt. Jetzt ist es gut und es ist gut gelaufen. Zum Schluss kam der Hinweis, mach doch einen Workshop. Ich habe das Gefühl, es braucht eine kleinere Workshop-Gruppe, um sich darüber auszutauschen und Strategien zu erarbeiten, wie man Dinge offen ansprechen kann und woher man den Mut dazu nehmen kann. Ich habe das Gefühl, da ist ein großer Bedarf und da werde ich in nächster Zeit noch einen Workshop machen. Viele leben sehr versteckt und verschlossen, haben noch keinen richtigen Zugang zu ihrer Identität gefunden. Dafür braucht es Identifikationsfiguren und Austausch mit anderen Taubblinden. Das gab es lange nicht. Deshalb haben wir beiden gemeinsam vor 2 Jahren die Gruppe DGJ Taubblind gegründet. Wir wollten die Tür öffnen und zeigen, wir sind da für euch. Ihr seid nicht allein. In den letzten 2 Jahren ging es uns sehr darum, die taubblinden Jugendlichen dabei zu unterstützen, Selbstvertrauen aufzubauen. Viele freuen sich, uns zu treffen. Das ist toll. Zusätzlich spüre ich mehr Respekt von den tauben Jugendlichen und viel weniger Diskriminierung. Da hat sich schon sehr viel geändert. Ich komme aus Dänemark, lebe aber zurzeit in Schweden. Ich war bisher noch nie auf einem Festival wie diesem in Deutschland. Jetzt bin ich als Referentin hier und total beeindruckt von der Größe und den vielen Menschen. So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt. Es gibt Menschen, die meinen, dick sein wäre schlecht, dass man nur traurig und faul auf der Couch herumliegen würde. Aber das stimmt nicht. Viele Menschen fühlen sich genau richtig in diesem Körper und wohl so, wie sie sind. Ich sage nur, ich bin dick. Ich sage nicht, ich wäre hässlich oder nicht schön. Aber andere Leute wollen mir vorschreiben, wie ich bin oder wie ich zu sein habe. Warum wollen mir die Leute sagen, wer ich bin oder wie ich mich zu fühlen hätte? Ich habe doch eigene Gefühle. Zählen die nicht? Diesen Vortrag über Bodyshaming zu halten, ist mir nicht leicht gefallen. Aber mir war es wichtig, dieses Thema zu behandeln, weil ich selbst in meiner Kindheit und Jugend kein Vorbild hatte, das so war wie ich, zu dem ich hätte aufblicken und mit dem ich mich hätte identifizieren können. Ein positives Beispiel, dass man seinen Körper akzeptieren und lieben kann, genauso wie er ist. Genau das ist mir wichtig zu vermitteln. Hier geht es jetzt ums Thema BLM, Black Lives Matter. Warum politischer Aktivismus so wichtig ist? Ich habe den Referenten vor kurzem getroffen. Schaut mal. Mein Name ist Matthew Harrison. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ich werde bald einen Vortrag zum Thema BLM, Black Lives Matter, halten. Mir geht es darum, die Hintergründe aufzuzeigen, wie alles abgelaufen ist und über Diskriminierung und Rassismus aufzuklären. Als BLM aufkam, war ich völlig perplex. Ich wusste nicht, was los war. Was passiert war? Warum? Keine Ahnung. Für mich war das ein ganz wichtiger Impuls. Ich fand das sehr interessant und habe angefangen zu recherchieren, Informationen zu sammeln und viel gelesen. Die Weißen haben Afrika kolonialisiert. Das sieht man hier sehr gut. Es ging drunter und drüber. Hinter dem Auto wurde er auf den Boden gedrückt und über 9 Minuten so fixiert. Er hat immer gerufen, ich bekomme keine Luft. Auf Englisch, I can't breathe. Der Cop hat nicht locker gelassen. Und so ist er gestorben. Der Krankenwagen kam zwar noch und sie wollten ihn reanimieren, aber es war schon zu spät. Das war der Auslöser für die großen Tumulte.
Wenn eine schwarze und eine weiße Person in eine Kontrolle geraten, ist die Wahrscheinlichkeit 56,7% höher, dass ich meinen Ausweis zeigen muss und der Weiße unbehelligt davonkommt. Ich werde genau kontrolliert, muss meine Taschen ausleeren. Mir unterstellt man, dass ich Drogen dabei habe. Ich habe ehrlich keine Kraft mehr, immer aufzuklären. Und alle schauen interessiert, sagen aha und ach so. Es muss andersherum ablaufen. Der Satz meint, die weißen Menschen müssen verstehen und aus diesem Verständnis heraus anfangen, sich und den existierenden Rassismus zu reflektieren. Ich stelle mir vor, wie weiße und schwarze Kinder in Zukunft ganz selbstverständlich im Alltag zusammen sind. Das ist die Basis dafür, dass sie sich später als Erwachsene akzeptieren und mit Respekt begegnen. Ich bin das erste Mal hier und völlig überwältigt. Wenn ich das mit der Schule vergleiche, wie die Lehrer im Unterricht immer mühsam LBG benutzen und dabei so viel verloren geht. Hier lerne ich von anderen, mit denen ich mich identifizieren kann, in DGS und bekomme einfach alles mit. Ich war schon letztes Mal in Berlin dabei. Und das war noch ganz anders. Ich hatte dort selbst einen Vortrag zur Bedeutung der Farbe Türkis gehalten. Die Themen hier sind ganz andere. Es geht um Rassismus, Queer, Empowerment, toxische Männlichkeit. Ich finde das toll, aber es ist völlig anders als früher, wo es um Gebärdensprache und Identität ging. Es war toll, ja. Ich bin das erste Mal dabei beim Jugendfestival. Ich fand es toll und sehr interessant. Ich fände es gut, wenn es das nächste Mal mehr Angebote zum Thema Queer gibt, weil es wichtig ist, Jugendliche aufzuklären. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt und mich gefreut, so viele neue Menschen kennenzulernen. Schön wäre es, wenn das Jugendfestival nicht alle 4, sondern alle 2 Jahre stattfinden würde. Der Bedarf an Bildung und Information ist so groß. Und Taubblinde sollten ein starker und selbstverständlicher Teil sein. Ich fand das Bühnenprogramm, die Showeinlagen und die laute Musik am besten. Von den Vorträgen nehme ich nicht so viel mit. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Die Zeit verging so schnell. Ich habe viel Neues gelernt, nehme viel mit, was ich zu Hause unbedingt weitergeben muss. Vielleicht gibt es so ein Festival auch bald in Italien. Ich nehme mit, dass wir so etwas in Schweden auch unbedingt brauchen. Wir entfernen uns immer mehr voneinander. Jeder macht nur noch sein eigenes Ding. Da ist so ein großes Treffen unheimlich wertvoll. Ich hoffe, man nimmt sich international ein Beispiel an dieser Veranstaltung. Sie liefert so wichtige Impulse, Tabus werden gebrochen. Nicht immer nur dieselben Themen, sondern neue Denkanstöße. Die Jugend kann viel mehr. Das stimmt. Die neue Generation braucht das. Ja, genau. Hey, falsche Richtung. Wow, so ein großes Publikum. Wie sieht's aus? Bekomme ich etwas Applaus? Wir alle erstmal unsicher zum Nachbarn schauen. Soll ich? Soll ich nicht? Ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Preisträgerin. Ich habe so Herzklopfen. Vielen, vielen Dank.
Das Jugendfestival 5 war ein voller Erfolg und dafür nochmal vielen Dank. Gute Frage. Welche Veränderung würde ich mir wünschen? Die Menschen sollen offen sein und ihre Wünsche mitteilen können, ohne Angst davor, was andere vielleicht darüber denken. Die können ja eine andere Meinung haben, selbstverständlich. Aber ich muss mich nicht davon beeinflussen lassen. Unterschiedliche Meinungen sind gut, aber es ist nicht gut zu glauben, sich allen anderen Meinungen anpassen zu müssen. Mein Weg ist mein Weg, mein Leben ist mein Leben, das ist meine Entscheidung. Jeder soll seinen Weg gehen können und andere Meinungen und Entscheidungen akzeptieren, wie sie sind. Dann haben wir alle ein Leben in mehr Freiheit. Meine Hoffnung ist eine Zukunft, in der für uns alle selbstverständlich Gleichberechtigung herrscht. Dass es keine Ereignisse oder Kampagnen braucht, weil alle die gleichen Rechte haben. Einfach so, für immer. Das hoffe ich sehr. Ich glaube nicht, dass wir vor einem goldenen Zeitalter stehen, in dem die Gehörlosengemeinschaft frei ist und von den Hörenden vollkommen unterstützt wird und in dem es Gebärdensprache überall gibt. Denn aus soziologischer Sicht ist es nun mal so, dass Minderheiten immer unterdrückt und von der Mehrheitsgesellschaft vergessen werden. Aber ich denke, unsere Gemeinschaft kann sich in Zukunft besser aufstellen und organisieren, um dann strategisch klüger ihre Forderungen zu argumentieren für eine bessere Zukunft. Ich hoffe, das Jugendfestival bewegt etwas in die Richtung, dass mehr und offener über bisherige Tabus gesprochen werden kann, selbstbewusst und ganz ohne Angst. Es hat sich schon einiges getan, aber oft sind es noch Einzelkämpfer. Und ich freue mich darauf, wenn nicht jeder alleine für sich ist, sondern wir alle gemeinsam zusammenkommen. Damit geht das Jugendfestival zu Ende. Es waren Tage mit zum Teil schweren Themen, aber auch hochinteressant, erleuchtend, mit vielen Unterhaltungen und am Ende bleiben nur zufriedene Gesichter. Es hat sich viel getan im Bereich Sensibilisierung und es gab das Awareness-Team. Man hat sich viele Gedanken gemacht. Wird sich auch beim nächsten Mal in Essen so viel verändern? Bestimmt. Wir sehen uns da.